Die Leute fragen mich immer, Pat, was hast du eigentlich am 18. Januar 2017 gemacht? Ich habe jetzt gerade ein Treffen. Es geht um eine Social Media Strategie. Vielleicht können wir da nachher reingüchseln. Wir haben jetzt gerade ein Treffen. Das sind Kadi und der Thorsten. Servus. Okay, wir haben das jetzt beendet. Es geht um eine Social Media Strategie mit diesen beiden für ihr kleines Unternehmen. Ich habe für die schon mal ein Video produziert. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, wie es euch gefällt oder so. Wenn man von RAM redet, dann redet man von Arbeitsspeicher. Das ist ein sehr, sehr schneller Speicher im Computer, der für die Ausführung von Programmen enorm wichtig ist, weil der viel, viel schneller ist als zum Beispiel eine normale Festplatte. Wenn man RAM kauft, muss man zuerst schauen, welche Bauform das für einen in Frage kommt. Da gibt es zwei Bauformen. Der DIMM für Desktop-Computer und der SODIMM für Laptops. Wenn ihr also einen Desktop-Computer habt, müsst ihr schauen, dass es definitiv ein DIMM ist. Die zweite Frage, die man sich stellen muss, ist, von welcher Generation das der RAM soll sein. Aktuell ist DDR4. Ich würde keinen älteren kaufen und man muss ein bisschen aufpassen, weil die RAM-Generationen nicht kompatibel sind. Aber abhängig ist das natürlich vom Mainboard und CPU, weil die unterstützen nur gewisse RAM-Module. Welche das also unterstützt werden, müsst ihr bei eurem Mainboard und dem CPU nachschauen. Die dritte Frage ist, welche Größe soll der RAM haben? Meistens ist das durch den CPU, das Mainboard und das Betriebssystem beschränkt. Im Moment langt etwa 16 GB RAM zum Gamen. Ich würde allerdings auf 32 GB gehen, wenn ich einen neuen PC kaufen würde. Windows 10 Home unterstützt maximal 64 GB RAM, das Windows 10 Pro 128. Das ist allerdings sehr, sehr viel und braucht wahrscheinlich die wenigsten Leute. Die vierte Frage, die man sich stellen sollte, ist, welche Geschwindigkeit das RAM-Modul soll haben. Die meisten Regeln heissen ungefähr so: DDR und dann eine Zahl, also zum Beispiel DDR4, das bedeutet, dass er aus der 4. Generation steht, und dann eine weitere Zahl durch einen Bindestrich trennt, zum Beispiel 2400. Das bedeutet, dass der RAM mit einer Geschwindigkeit von 2400 Megatransfers pro Sekunde arbeitet. Je schneller, desto besser, aber auch desto teurer. Welche Geschwindigkeit hängt auch da vom Mainboard und dem CPU ab. Wichtig ist jetzt noch, wie viel Speichermodul man verwenden will. Oft werden die RAM-Riegel im Kit verkauft, das heisst 16 GB, aber das sind 2x8 GB Riegel. Da muss man halt schauen, wie viel das Mainboard vertreibt bzw. wie viel Platz das auf dem Mainboard ist. Ich würde aber bei 4 Plätzen 2x16 GB nehmen, weil dann hat man immer noch Platz, um weitere 2x16 zu erweitern, wenn man dann einmal erweitern will. Eventuell ist es auch noch wichtig, die Bauhöhe vom Riegel zu beachten, weil da muss man schauen, dass die anderen Komponenten nicht im Weg stehen. Ich habe zum Beispiel einen grossen CPU-Kühler und muss schauen, dass es kein Platzproblem gibt. Jetzt noch schnell die häufigsten Hersteller. Das sind im Moment Corsair, G-Skill, Crucial und HyperX. Ich kann allerdings keine Empfehlung abgeben, ich habe bislang mit RAM immer nur gute Erfahrungen gemacht. Habt ihr auch Erfahrungen, gute oder schlechte, mit irgendeinem Hersteller gemacht? Schreibt es mal bitte in den Kommentaren. So, ich sehe, ich bin da jetzt gerade am das Video produzieren. Ich habe jetzt gerade die Sachen aufgenommen, die ich noch für die Sequenz für den RAM brauche. Ich habe zwar heute viel Shit erledigt und viel erreicht. Darum würde ich sagen, machen wir einfach Schluss für heute. Ich hoffe, in nächster Zeit passiert wieder mal ein bisschen mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen. Ciao zusammen.